Und somit herzlich willkommen und hallo zum neuen Let's Play auf meinem Kanal Planet Zoo. Planet Zoo. Schön seid ihr wieder mit dabei zur ersten Folge in diesem Fall von Planet Zoo. Wir nennen es einfach Planet Zoo. Planet Zoo. Genau, wir bauen einen Zoo. Ich habe das Game mal angezockt, was ist frisch rausgekommen. Es hat sich viel geändert, glaube ich, in der Zwischenzeit. Und ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, ob wir das noch im Griff haben, aber wir probieren es einfach und starten ohne das Tutorial in Sandbox-Modus. Ich hoffe, wir kommen irgendwie klar. So, jetzt muss ich schnell schauen, meinen Kopfhörer noch ein bisschen lauter machen. So. Genau, jetzt können wir hier nämlich die Umgebung auswählen. Szenario so. Nö. Wenn wir Wüste, Graslandschaft, Tropen. Okay. Tropen, gemäßigt, Taiga, Tundra. Graslandschaft, Europa. Ich würde schon in Europa etwas bauen, oder? Und Schwierigkeitsgrad immer auf leicht, weil ich so schlecht bin. Und jetzt ist die grosse Frage, wie nennen wir unseren Zoo? Schreibt es jetzt in den Chat. Wir sind gar nicht live. Nein. Könnt ihr natürlich wieder, ich hoffe, man kann im Nachhinein noch ändern, den Namen vom Zoo. Auf jeden Fall, wenn ihr Ideen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann können wir das noch anpassen. Könnt ihr auch den, der am meisten Likes hat, können wir dann, den gewinnt und so, ihr wisst, was ich meine. Aber bis dann nennen wir ihn mal so. Du schreibst echt. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Moment, das muss ich jetzt schnell googlen. Will. Oh, so. Gut, manchmal komplette Aussetzer, was Rechtschreibung angeht. Ich habe noch schnell raus, ich habe noch etwas geändert, ich habe noch meinen zweiten Bildschirm abgehängt. Weil ich das Gefühl habe, es kann sein, dass der OBS irgendwie gestört hat. Aber im Moment scheint alles zu gehen, jetzt nur noch mit einem Bildschirm. Das heisst, ich muss zwar auch raustaben, aber das ist gar nicht so tragisch, glaube ich. Bis jetzt nimmt es einmal auf, Sound haben wir auch, Mikro läuft hier, wunderbar, nice, schön. Gut, so Passwil, so erstellen. Let's go. Vom Drogendealer zum Zoobesitzer. Das ist eine Karriere. Genau. Du brauchst ein... Ja, Mitarbeiterraum und so weiter. Okay, ruhig. Also. Jetzt zuerst mal wieder reinkommen, liebe Leute. Also so drehe ich mich. Okay, gut. Das ist also die Umgebung. Das soll Europa sein. Ja, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sieht es so aus, ja. Mal, absolut. Okay. Das sieht für mich mehr irgendwie nach Afrika aus. Oder nicht? Egal. Also, haben wir einen Zaun um unseren Zoo? Nicht. Da ist einfach offen, da können einfach die Leute einfach auch hier rein spazieren. Okay, whatever. Wir haben hier Benachrichtigungen. Wir brauchen eine Tierarztpraxis, ein Handelszentrum, Mitarbeiterraum, Quarantäne. Tierpflegerhütte. Okay, ja, aber ich würde eigentlich gerne das noch schnell wegtun und zuerst mal irgendwie so das Grundgerüst bauen von unserem Zoo. Gehege, Natur, Einrichtung, Bau. Oh Gott, man kann so viel in diesem Spiel. Und es hat so viel neues Zeug gegeben. Natur, Gehege, Barrieren. Wo sind die Wege? Wege. Gut, welchen Weg nehmen wir denn jetzt da mal? Das wäre... die sind alle gleich teuer. Okay.
rustikaler Weg. Wie sieht das aus? Kann ich da mal so ein bisschen... Ah, das ist da, wo wir sogar schon im Eingang haben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich würde da gerne ein bisschen breiter. 4 Meter. Weißt du, so eine Hauptlinie. Oder ist das nicht zu breit? Nein, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Dass wir den, aber jetzt kann man doch noch irgendwie, dass das nicht gerade wird. Winkelausrichtung 45 Grad. Auf 90 Grad. Genau. Da kann man hier nehmen, kann man die Länge noch ein bisschen verlängern. Man kann nicht da den Anfang schon ein bisschen breiter machen. Ja, ist egal. Das geht. So. Und so. Nein, ich glaube, das reicht für den Anfang. So. Und nachher würde ich gerne so Mitarbeiterwege. Gibt es das? Ja, Mitarbeiterwege. Da würde ich gerne etwas nicht so auffälliges. Das sehe ich so noch gar nicht. Und die müssen auch nicht so breit sein. Es muss ein kleines Wägli sein, wo, jetzt muss ich überlegen, dass wir am Anfang vielleicht so ein paar Foodstangen, Infostangen, WC und so. Und dann würde ich sagen, geht hier der erste Mitarbeiterweg hingern. Wo er vielleicht, kann ich da keinen rechten Winkel machen. Scharfe Ecken. Gewählt haben, gerade schon. Was? Du musst die Raster gewählt haben. Rasterausrichtung. Du musst ein Raster auswählen. Scharfe Ecken. Ah, okay. Ah, okay. Genau, dann würde ich den so dahinter legen. Dann kann man hier so ein bisschen die ganzen Pflegestationen und so Zeug her tun. Das war meine Überlegung. Nämlich alles das, was wir jetzt hier brauchen. Und zwar eine Tierarztpraxis. Aber haben wir die? Sind nicht auch schöner? Afrikanisch, Forschungszentrum klein. Was haben wir da? Also Tierarzt. Genau. Erfordert Südamerika-Paketerweiterung. Das sicher auch. Arktis-Erweiterung, ja. Chill dein Leben. Afrikanisch, Indisch, Klassiker, Neue Welt, Ostasiatisch, Plan zu. Die Afrikanisch ist noch cool, oder? Oder Indisch. Klassik. Oh, also Neue Welt. Boah, mit dem Karren finde ich geil. Mo, das ist geil. Machen wir so ein bisschen African Style, oder? Jetzt, wie drehe ich das Ding? Und irgendwie ist mein Weg, glaube ich, ein bisschen zu klein für all die Gebäude. Scheiße, wie dreht man etwas? Mist. Mist. Nein. Voll. Shit. Y. Okay. Gut. Dann würde ich das mal... Jetzt mal Tierarztpraxis sollte eigentlich
vordersten sein, oder nicht? Er hat ja fast nicht mehr Platz da. Müssen wir da vielleicht... Oder machen wir die hier? Oh, hat irgendwie gleich noch Stil. Machen wir hier. Die muss irgendwie zentral sein und nicht irgendwo da hinten, weil wir müssen ja schnell bei der Keks sein, weil es unseren Tieren nicht gut geht, oder? Das ist meine Überlegung. Kann man die nicht direkt dranbündig so? So. Ist doch nice, oder? Dann kommst du hier so, in die Zoo rein und dann machen wir hier noch eine Infostange her und dann... Ah, das ist doch geil, Mann. Nice. Gut. Nachher... ein Handelszentrum. Dann machen wir hier mal wieder Handel. Und da haben wir afrikanisches Handelszentrum. Ah, die sind auch kleiner, okay. Das haben wir nicht. Was ist das? Indien, okay. Klassiker. Neue Welt. Ostasiatisch. Planet Zoo. Das sind einfach so Baracken. Man kann sich eben auch die Gebäude selber bauen und es gibt auch x Zeug zum Abladen. Von anderen Spielern erstellt und so. Jetzt das Afrikanische nicht so der Wahnsinn, ehrlich gesagt. Da würde ich jetzt eher auf so eine neue Welt gehen. Also, hier hinten ist ja der Zone fertig. Jetzt muss ich überlegen, ob wir den... Passt da hier jecken, wenn ich das so... Das ist jetzt das Handelszentrum. Kann ich das? Warum baut es das nicht? Ah, okay. So. Ende vom Weg, aber das ist der Weg nicht einfach so random fertig. Ja, seht ihr das? Schon besser so. Ein bisschen Bäume rein. Gut, die Bäume kann ich als safe wegnehmen. Einmal der im Haus steht. Was kommt da noch ab? Ist das? Das ist vom Haus, ja. Okay. Baum auch noch irgendwie. Kann ich den verschieben? Ah, okay. Ich den noch so ein bisschen über. Geht nicht. Vielleicht so ein bisschen hier. Dass er so ein bisschen weniger ins Haus reinkommt, oder dass es mal weniger schlimm aussieht. Finger geht klar. Nice, okay, dann brauchen wir einen Mitarbeiterraum. Dann machen wir wieder diesen. Mitarbeiterraum. Afrikanisch Mitarbeiterraum gross. Oha. Doch chillig. Ist das ein klein? Okay. Boah. Das finde ich nicht so geil. Aber das Afrikanische finde ich chillig hier. Das Kleine, so für den Anfang. Wobei, das ist schon wieder fast so geil, dass wir es irgendwie hier herpflanzen können. Das sieht einfach optisch nice aus. Aber es passt jetzt nicht vom Weg her. Nein, ich würde sagen, das versteckt man so ein bisschen dahinter, dann haben die Mitarbeiter auch ihre Ruhe. Nur habe ich das Gefühl, dass wir das müssen drehen, dass es im Weg anschließt, vermutlich, ja. Da irgendwie... hallo? Schaut dann das Ding, da sieht man es einfach fast nicht. Aber das ist gut, eigentlich, da haben sie ihre Ruhe da hinten. Ha? Ein bisschen über, aber ohne dass der Weg abgeschnitten wird. Bitte so. Ja, ist doch voll easy. Aber das Gras hier müssen wir noch. Da kommt ja Gras auf die Terrasse. Können wir das Gras schneiden, bitte? Gehege.
Wie ist das gegangen? Gelände. Gras kurz. Ah, okay. Dann mal so ein bisschen. So ein bisschen so, hä? Ein bisschen Rasen mähen. Und das Problem da vorne auch. Schwuppdiwupp. Gut, hier finde ich es aber geil. Die Jeeps so im hohen Gras stehen. Nice. Ah, es gefällt mir. Geil. Okay. Nachher brauchen wir noch eine Quarantänestation. Einrichtung. Quarantäne. Das danke Corona, dass ich das Wort kann schreiben mittlerweile. So, wie sieht das hier so aus? Ah, nicht besonders spektakulär, hä? Gut, das war jetzt die grosse. Wie sieht die kleine aus? Hallo? Ich will es einfach nur drehen. Ah, okay, so kann ich nicht. Alles klar, ja, ist gut, ich habe es begriffen, danke. So. Aha. Einfach Container wollte ich nicht. Nö. Ja, müssen wir eigentlich auch fast in diesem Stil machen, dass es passt, oder? Und sehe ich, wie viel Kohle wir haben. Unbegrenzt. Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht unbegrenzt haben. Warum habe ich unbegrenzt Geld? Das wollte ich nicht. Ich wollte wirtschaftlich arbeiten. Ist das wieder Sandbox-Modus? Ich habe irgendetwas falsch ausgewählt. Egal, jetzt setzen wir das auch mal. Vielleicht kann man es ja noch umstellen. So. Genau, das ist so ein unser Mitarbeiterzentrum. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hier eine Finanzverwaltung unbegrenzt. Das will ich eigentlich nicht. Das war nicht die Idee. Einstellungen. Spiel. Wirtschaftseinstellungen. Unbegrenztes Geld deaktivieren. Geldmenge. Keine Ahnung. Mit was fährt man so an? Geldmenge gemäß Einstellungen einstellen. Unbegrenzte Arten. Arterhaltungspunkte ausschalten. Das würde ich jetzt mal noch lassen. Die Arterhaltungspunkte zeigen ich nicht, weil mit diesen Arterhaltungspunkten kannst du eben auch Tiere holen. Und dort habe ich irgendwie nicht so Bock mit den Tieren zu handeln im Moment noch. Weil das habe ich in Let's Plays von anderen gesehen, das kann recht mühsam sein. Dann habe ich die Tiere bekommst du, die du willst. Und da habe ich einfach Bock, so ein bisschen zu bauen und ein bisschen schauen, was geht. Was mit Stromversorgung hat, Wasser ab. Okay, ja, ich glaube 10'000. Ist ein bisschen wenig, oder? So 100'000 solltest du glaube schon haben, also für einen Zoo zu starten. Ich weiß es nicht. 92'000. Wenn wir schon ein bisschen etwas ausgegeben, haben wir 100'000 fortfahren. Haben wir 100'000 Kredit bekommen vom Onkel Fritz. Und tun wir damit, also nein, 100'000 haben wir mit Drogen verdient. Aber sagt jetzt niemand, wer jemand fragt, ist der Onkel Fritz gewesen. Und mit dem starten wir jetzt unser Zoo-Projekt. Jetzt schnell müssen checken, ob die Aufnahme noch läuft und das läuft noch. So, also, dann kommt man rein. Unsere Bewertung ist schlecht. Einrichtungen. Und dann hätte ich hier gerne am Eingang irgendwie Gästeeinrichtung. Oh Gott, ist das viel. Es ist viel zu viel. Zuerst mal ein WC.
So als allererstes. Gibt es so ein gross? Würde das hier noch so reinpassen? So afrikanische Toilette. Das passt jetzt safe nicht dazwischen, oder? Nein, oben am Dach beißt sich's. Nee, schade. Oder könnte man das machen? Das ging eigentlich, oder? Shit, kann ich das noch schieben? Ja. So. Da kommt ein Ang nicht an. Hier hinten auch nicht. Sorry, ich muss zuerst noch ein bisschen Schlag mit der Steuerung. Finde ich okay. Finde ich echt voll easy. Das ist doch cool. Gut, so. Jetzt noch irgendwie etwas zu essen. Am liebsten auch so im African Style. Gibt es da noch mehr? Afrikanischer Laden, gross Außenhülle. Kann ich denn dort auch das Essen verkaufen oder was ist das für ein Laden? Das weiß ich halt jetzt nicht. Infoshop, das wäre mal noch so schlau. Infozentrum, Infoshop. Mit Infozentrum, ja, das wäre auch so noch so schlau im Eingang, oder? Hey, die Huren Fliegen da rein, hau ab! Bin nicht tierfreundlich, ich baue hier so. Da haben wir so eine Infostange als erstes noch. Moin. Aha. Ah, da kann ich auch hin und her wechseln zwischen den verschiedenen. Okay, gut zu wissen. Danke, Spiel. Dass wir da direkt am Anfang so eine Infostange herknallen. So. Und dann werde ich etwas zu essen nebendran. Aber da gibt es so viel. Oder auch nicht so viel. Laden gross Außenhülle. Ja, ist halt nicht. Habe ich mir echt jetzt viel zu viel Geld gegeben, wenn ich so schaue, was das Zeug kostet. Dann nehmen wir uns dann wieder ein bisschen Geld fort. Cheeseburger, Cosmic Cow. Das ist halt nicht geil, so. Klassikerladen. Hotdog Squad. Muss ich denn das und dann den Laden reinstellen? Kann das sein? Ich muss mal ausprobieren. Und ich mir den mal so. Warum bringt es denn den nicht an den Weg an? Oder ist jetzt eben nur die Aussenhülle? Warte jetzt mal, jetzt probieren wir mal etwas. Cheeseburger. Dann nehmen wir mal die afrikanische Aussenhülle. Stellen die mal da bündig dran an. So. Und dann tun wir da einen Cheeseburger rein. Hey. Hörst du auf? Psst. Komm da rein. Hey, nicht drauf. Rein. Also hinzuzufügen. Nein, ich will rein. Nicht dran, aber nicht drauf. Hey. Lehmband. Das ist jetzt aber wieder. Nein, das ist das ganze Ding, Mann. Jetzt machen wir nochmal diesen. Hoppla. Also ihr seht, man kann hier seine Kreativität wirklich krass freien Lauf lassen. Und das Zeug wirklich komplett selber bauen. Was ich auch nie wieder machen, weil ich bin nicht feig. Aber ich werde jetzt zumindest mal
das schaffen. Tasty. Soll ich das da irgendwie so drum knallen, oder? Einfach so. Passt das? Das sieht gar nicht schlecht aus. Radio, aktiviert, Cheeseburger. Okay. Okay. So, nein, was braucht man noch? Was haben wir da noch? Geldautomat. Sehr wichtig, weil wir wollen ja, dass die Leute Kohle ausgeben bei uns. Dann müssen sie auch Kohle rauslassen, wenn sie keins mehr haben. Da würde ich ein paar her tun, so nebeneinander. Oder einfach in der Nähe voneinander. Einen. Gut, einen. Kann man da zwischen rein tun? Nice. So, nachher, was fehlt noch? So, Eingang. Ah, den haben wir schon. Würde ich sagen. Toilettenblock. Gott, gibt es viel. Ah, hier jetzt Nummerkategorie. Merchandise. Souvenirladen, etwas zu trinken. Entschuldigung. Eieiei. Etwas zu trinken. Lonely Blooms, was ist das? Hat's Fantastic. Ah, Entschuldigung, Getränkestange. So, Cosmic Cow Milkshakes. Gulpi Energy, Gulpi Slush, Gulpi Soda, Juice, Smoothie, Water. Ja, komm, mach einfach so einen her. Oder? Da passt zwar jetzt voll nicht in das Afrika-Thema rein. Mist. Jetzt habe ich etwas angefangen, jetzt muss ich es durchziehen. Ah, Mist, warum habe ich mich da... Warum? Item, ich würde jetzt da hier noch neben dran tun. Shot. Gehen wir da wieder auf alle und setzen da wieder die gleiche Höhe dran. Kaboom. Nice. Bastelt. Gut, dann haben wir zu trinken, wir haben ein WC, wir haben zu essen, wir haben einen Geldautomat, wir haben eine Infostange. Das kann man machen. So. Wir haben das Mitarbeitergebäude. Hey, hörst auf. Oh, Solarzellen. Oh, wie geil. Wie geil. Oh, wie geil. Wir können so eine Safari. Oh, wie geil. Nice. Also, aber was mir noch fehlt, sind ein paar Bänke. Ein paar Bänkchen. Afrikanische Bank. Nee. Oh gut, das können wir machen. Also, aber was setzen wir da her? Wenn wir da hierher tun, können wir mit den Chips ja nicht mehr fortfahren. So hier, weil die Männer oder die Frauen auf dem WC sind, kann der jeweils andere hier warten. Aber steht das auch nicht voll auf dem Rand da? Nein, das geht. Oder gehen vielleicht sogar zwei her? Nein, Sir. So, ich hoffe, Sie können es hier benutzen. Werden wir ja sehen. So, und nachher würde ich hier aber näher anfangen, so entlang vom Weg. Da würde ich eigentlich dann noch ein paar Läden her tun. Vielleicht. Und fangen wir mal hier an. Bänkli. 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 Bänkli.
Alter, wie lang ist der Weg? Gut, jetzt werden wir ja eh alles noch anpassen, je nachdem, was wir für wie es weitergeht. So, dann Köderkübeln. Afrikanischen Müll, den finde ich jetzt nicht so schön. Da hingehen schon. Als Köder. Kann man machen. Gut, aber ich will, nein, Köder will ich standardmäßig irgendetwas da, so klassisch. Aber die sind riesig. Ja gut, dafür muss man sie nicht dauernd leeren. Was haben wir da noch so? Die neue Welt. Nee. Das finde ich eigentlich noch easy. So etwas. Das ist auch so riesig gefühlt irgendwie. Weil ich will recht viel aufstellen. Komm. Ich werde den Bänkchen einen her tun, weil dann können die Leute sich hierher flexen, irgendetwas fremseln und das Zeug dann auch schön brav in die Köderkübel schiessen. Kann man auch keiner sagen, es hat keine zu wenig Köderkübel. So, vielleicht hier noch einen. Da noch einen. Gut. Schnell schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Das scheint noch zu laufen und nicht abzuschmieren. Ah, ist das schön. Geil, Mann. Geil, geil, geil. So, ich glaube, so weit, so gut für die erste Folge. Und kann man laufen. Eine ist noch der Tour. Die müsst ein bisschen das Feeling bekommen dafür, meine Damen und Herren. Mal weg, und dann kommt mit G, genau. Also, hier ist der Moschus. Okay. Können wir irgendwie noch ein bisschen höher rauf? So. Wo ist der Eingang? Hallo? Eingang? Ah, die Leute kommen also da durch die Wand. Alles klar. Von wo kommen die Leute? Spiel? Okay, die Leute entstehen einfach hier. So. Und dann kommt man da so. Guten Tag, Billy, bling bling, dankeschön. Dann machen wir das nicht. Das mit der Steuerung üben wir noch, Timo. So, und dann haben wir hier auf der linken Seite den Infostand, kann man fragen, hey, wo sind die Elefanten? Dann sagt die, ja, da hinten. Nice, merci. Mami muss auf die WC. Mami hat Hunger, Mami hat Durst. Mami braucht Geld. Nice. Und dann geht es da los schon. Das ist doch cool. Irgendwie das mit dem Umdrehen funktioniert nicht so, wie ich das gerne möchte. Nice. Und für die Mitarbeiter ist es glaube ich auch chillig, die haben da hinten wirklich so einen eigenen Bereich. Sie können herflexen, etwas auf den Grill werfen. Hey, schau mal, also sorry, wer ein bisschen trommeln, es hat sogar eine Trommel. Sorry, wer will nicht so einen Mitarbeiter-Chill-Bereich? Mit Hängematte. Und dieser Aussicht. Schaut euch das mal an, wenn du hier so hockst. Oder hier. Ist doch nice. Gut. Und an dieser Stelle sage ich merci viel mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Freude habt am neuen Planet Zoo Let's Play, lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, kommentiert eure Parknamen, Zoo-Namen und vergesst nicht abzustimmen bei den anderen. Der euch am besten dünkt, wird genommen, falls wir es noch irgendwo ändern. Ich hoffe es. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Planet Zoo.
Bis gleich, Timo G. Ciao.